Lisa Jacquet als Nobenger Platz, die ganz interessant ist, all 5 Jahre sind die GLT, das ist ein Ausdruck für international Grünlandtage auf Deutsch, Grönland ist auf Lützeburg. An der Claude Felten, das ist sozusagen den das verkörpert, und Lisa wird hier noch bei sich für als zu zählen, was dann die Edition des Jahr zu bieten hat. International Grönland ist du so schon wirklich ein Event, das nicht zu verpassen gilt heute auf der Foire, weil es nicht alle Jahre hier ist, just an einem Roulement von all 5 Jahren. Das ist auch nicht nur Lützeburg, wo du mitmachst. International ist natürlich ein bisschen mehr und da kann der Claude Felten natürlich weiterhelfen. Wen hast du noch alles dabei? Bei den internationalen Grönlandtisch sind Fachkollegen aus der Belsch, also aus der Wallonie, dem deutschsprachigen Teil von der Belsch, aus Frankreich, dem Grand Est, aus Deutschland, Rheinland-Pfalz, Saarland, und natürlich mehr als Lützeburg dann dabei. Was macht ihr genäht? Also hei, wir sehen immens viel Gräser, verschiedene Streifen, allkehr immer rum, hei Schilder. Ich kann nicht so viel da aufhängen, natürlich, dir könnt man da hoffentlich helfen. Ja, also international Grönlandtisch, Grönlandtisch wollen wir ja natürlich über Grönland schwätzen. Grönland heißt Gräser, dafür haben wir die Insel Gräser ein Rheinsaat gesagt. Das heißt, hier steht Reigras oder Knaulgras oder all die Gräsersorten, die wir haben. An Uwe kommen dann noch Leguminosen, rote Klee, weiße Klee. Und auf der linken Seite haben wir dann die verschiedenen Mischungen stehen, wo dann die Insel Gräser mit den Leguminosen an einer Mischung stehen. Und das ist am Anfang noch das, was Bauern sehen, weil normalerweise sehen die ja nicht eng sagt, mit sind die verschiedenen Komponenten und dann sind mehr auf der sicheren Seite, ob es lo Nase oder ein Dreschen gibt. Okay, ich habe so mal verschiedene Schilder so geguckt. Also verschiedene Schilder habe ich Präkos gelesen. Ich weiß nicht, was das mit einem Präkos zu tun hat, aber wahrscheinlich nicht viel. Nein, das hat nicht mit Präkos von der Schule zu tun. Das hat damit zu tun, dass das wo beim Reigras, dass das ein Zucht Reigras ist, die mit frei blit, die mit frei da ist. An einer Mischung mit dann natürlich auch dann Mitteler und auch mit Spätsorten dabei. Und dann denkt den am Fongol, je nachdem wie die Wetter sich entwickelt, Freitjahr oder Jahr, wo dann Milan kahl ist, darauf kann ich dann natürlich dann besser darauf reagieren. Also es ist immer besser, dass in eine Vielfalt von verschiedenen Sorten, wie das Juslo zum Beispiel auf eine freie oder auf eine Spätzucht setzt. Teschai muss ich wirklich gucken, wie die verschiedenen Gräser aussehen. Gras ist also nicht gleich Gras. An ihrem Zelt da wo es auch noch ganz flott Sachen für euch zu bieten. Genau, alle als Partner aus den 4 Ländern, die haben natürlich Fahrinformationen von den Projekten, die sie machen, und all die wissenschaftlichen Resultate, die sie haben. Und das weisen wir nur an dem Zelt. Da sind dann Fachleute bannen, und da können dann noch hinkommen, und wir da diskutieren. Und wir freuen uns, wenn da Gift Lunch kommen. Und, ja. Wir haben natürlich auch für den Nicht-Fachpublikum haben wir auch Inselstände, wo ihn dann zum Beispiel einem interaktiven Natli gewisse kriegt, wie aus dem Gras, also aus dem geringen Gras, rot Blut gemäht, rot Blut mischt, und wie am Anfang aus dem roten Blut dann nur weiß Milch gemäht wird. Das klingt natürlich, wie wenn der Nathalie wäre, den auch noch für mich eigentlich zu gucken ist. Hier, als das, was ich direkt erkennen, das ist der Clay. Da gehen sogar verschiedene Zuchten noch Clay, wie ich schon gesehen habe. Das ist wirklich das, was für mich persönlich am besten ausgesehen wird. Ist das richtig? Ja, das ist schon etwas, du hast viel Eiweiß dran, also mit einem roten Clay, weiße Clay, je nachdem, ob man ein Wissen, die man meinen oder ein Wissen, die man bewegen. Also wenn man ist da an der Main Wiss, wenn man ist an der rote Clay oder an der Wiss, wo man bewegen, sind wir mehr froh, wenn weiße Clay dran ist. Natürlich, als der Bauer natürlich froh, wenn noch da Gras dazwischen steht, also nicht immer an der Rheinsaat, mir hier ist natürlich auch wieder zu weisen, mir mehr an den Mischungen, dass die Sucht dran, und dann das natürlich da wunderbar, weil die Leguminosen, die einen ganz großen Trickoplager, die bannen den Stickstoff aus der Luft, und die können dummerten sich am Fongel selber ernähren, und das ist sogar so super, dass sie nicht nur Stickstoff für sich haben, sondern auch sogar für das Gras, was daneben steht. Wow, super. Ja, also ich habe ganz viel beigelegt. Ihr habt gesehen, hier immens viele verschiedene Sorten Gräser, von Clay, von verschiedenen Grassorten. Sollen sie nicht nur Einzelpflanzen, viel mischen. Kommt hier hin, kommt bei die GLT und los euch ein bisschen alles erklären und guckt euch alles selber an. Ich gehe ins Regen und durchkommen. Merci Lisa, und der Claude ist definitiv ein Influencer als Sache Bretellen.